夜空をかける流れ星を今見つけられたら何を祈るだろう。旅立つ君と交わした約束、心の中にいつもある。眠れない夜に聞きたいのは君の声。朝日が来るまで語り明かした。隣で夢中に話す横顔は輝いていたよね。夢を追う君と見守る僕に同じ星の光が降り注ぐ。振り返らずに歩いてほしいと涙こらえて身を組むた。夜空をかける流れ星を今見つけられたら何を祈るだろう。旅立つ君と交わした約束、心の中にいつもある。Tales of Symphonia Chronicles. Das Abenteuer geht weiter. Jetzt auch in HD. Ja Leute, willkommen zu meinem neuesten Let's Play Projekt. Ich bin der gute alte Michael und gemeinsam begeben wir uns in eine neue atemberaubende Welt, die ja so neu eigentlich gar nicht ist, weil Tales of Symphonia ist schon ein alter Klassiker aus vor einigen Jahren noch. Und trotzdem für mich eigentlich noch komplett blind. Ich als, ja kann man ja schon sagen, Newbie, also Neuling in der Tales of Saga. Trotzdem wollen wir jetzt mal uns hier ein bisschen ins Geschehen einmischen. Jetzt ganz kurz mal gucken, was ich hier noch anpassen muss. Je geringer wird, schneller ist die Anzeige. Das wäre sehr gut. Kampfstufen mal normal. Wie gesagt, ich bin vor allem hier bei Tales of Symphonia. Ich habe zwar schon sehr viel Gutes gehört über das Spiel, aber bin eigentlich grundsätzlich immer noch ein Anfänger Tales of Saga. Haben bis jetzt eigentlich erst Tales of Xillia bereits gezockt. Auch mit euch zusammen, nicht wahr? Das Let's Play von Tales of Xillia. Und deswegen erstmal gucken, so Kampfsteuerung, Angriff, Technik, dann im Menü, okay, klingt eigentlich alles soweit gut. Ich denke mal, das können wir fürs erste Mal so lassen. Wenn nicht, dann können wir natürlich immer noch fortzu ändern. Ja. Das habe ich vor, wie kann ich jetzt wieder... Moment mal, haben wir noch was? Audiosprache, Japanisch oder Englisch? Oh, ist eine gute Frage. Ich lasse mal auf Englisch, ich habe das Gefühl, das ist hier vielleicht ein bisschen besser. Gewöhnlich ist es eigentlich eher so, es gibt beides, also entweder Englisch oder Japanisch, kommt immer ganz auf das Spiel drauf an. So, also ohne großes Weitergeschnatter, legen wir los mit Tales of Symphonia, dem ersten Teil der Chronicles Saga. Nö, im Moment nicht. Speicherdaten von Tales of Xillia gefunden, das ist korrekt. Und jetzt, danke fürs Spielen der Tales of Serie. Kein Problem, Mann, das macht dir sehr viel Spaß. Ist ein Geschenk für dich. Echt jetzt? Kostümset für Tales of the Abyss erhalten. Ich wünschte, ich könnte was dazu sagen, Leute. Tales of Vesperia, das sagt mir schon eher etwas. Tales of Grace F erhalten, das Spiel habe ich sogar, aber bisher noch nicht gezockt, leider Gottes noch nicht. Und sogar für Tales of Xillia, Xillia 2, Moment mal, das wäre Spoiler, weil das Spiel erscheint erst im August dieses Jahres, sprich im August 2014 in Europa. Ja, ganz toll. Once upon a time, there existed a giant tree that was the source of mana. A war, however, caused this tree to wither away, and a hero's life was sacrificed in order to take its place.
grieving over the loss, the goddess disappeared unto the heavens. The goddess left the angels with this edict. You must wake me, for if I should sleep, the world shall be destroyed. The angels bore the chosen one, who headed towards the tower that reached up unto the heavens. And that marked the beginning of the regeneration of the world. Gänsehaut pur, Leute. Alter. Was für eine Öffnung. Irving, wake up. Okay. Erwachen. Lloyd, Das ist cool, ich spiele einen kleinen Jungen, der muss halt das machen. Au! Was ist denn das gerade? how do you manage to sleep standing? Naja, bin halt sehr müde. Oh, Professor Rain, is class over? Never mind. Let's have someone else answer the question. Genus, how about you? Yes, Rain. Mythos the hero brought about the end of the ancient war in the holy ground of Karlan. Correct. Afterwards, Mythos the hero formed a pact with the goddess Martel to seal away the Desians whom caused the war. But the Desians came back and are now causing everyone to suffer. We covered that in class last time, remember? When the seal weakens, the Desians reappear, just like they have now. Yeah, I knew that. I just forgot. Today is the day of prophecy. It is a very important day, which the Chosen of Mana will receive an oracle from the goddess Martel. Now, Chosen One, Colette, Yes, ma'am? tell us about the journey of world regeneration. It is a journey to seal the Desians. Upon passing the trials of the goddess Martel, the summoned spirits that protect the world awaken, and mana is restored. Correct. I suppose we should expect the Chosen herself to know the answer to that one. Mana depletion is the cause of the current food shortages and droughts. It is said that this occurs because the Desians consume vast amounts of mana in their human ranches. The Chosen's journey has two purposes: to revive mana, as well as defeat the Desians. Now, for the next question. What was that? That's... Settle down. It would seem that the time for the oracle has come. I will go and check on the chapel. Everyone stay here and study on your own. Understood? Professor! I'll go with you. No, Colette. If it is the oracle, the priests will come here for you. Wait here with everyone else. Yes, ma'am. Tja, Leute, wir sind in der Schule. Sie kann glauben, hey, was, Holzbänke? Okay, ja, Lloyd ist unser Name, wie es aussieht. Und wir kämpfen mit 2 Schwertern, sehr cool. Die Charaktersätze, ey. Eine Mischung aus Chibi und normal, was? Warum mischst du dich nicht immer in diese Sachen ein, Lloyd? Machst du etwa gerne Strafarbeiten? Was, warum mischst du dich immer in die Sache ein? Machst du gerne Strafarbeiten? Allerdings bekommst du jeden Tag durch den Wald nach Iselia, obwohl du die Schule hast. Ah, Iselia heißt also der Ort, sehr gut. Also machst du wohl einiges, was du tust, nicht besonders viel Sinn, was? Was soll denn das bitte heißen? Ja, gute Frage. So, was hast du zu sagen? Du bleibst Professor Rain und lass uns hier warten. Erwarten? Nö. Hier so mein Ding, wa? Was willst denn du, Kleiner? Du, dieses Licht, weil das mit dem Orakel zu tun hatte? Wer weiß, wer weiß. Genies. Ja, ein Genie ist klar, wir haben es begriffen.
Im Unterricht hat Wayne gesagt, dass der im Altar eingebettete Cruxius-Kristall leuchtet, wenn er so Orakel übermittelt wird. Das Licht kann aber so bestimmt von dem Cruxius-Kristall im Tempel. Na, bist du nicht schlau? Ja, und klein. Was mit dir da hinten? Ich wollte da hinten. Nein! Nein. Alter. Das Textur, also ich finde das Textmenü finde ich zwar grafisch sehr cool, aber zum Durchklicken ein bisschen mühsam. Ihr habt es vielleicht vorhin gesehen. Da war mir teilweise der Synchronsprecher ein bisschen voraus. So, kann ich jetzt mit dir quatschen? Der Tempel ist auf nördliche Straße. Ja, wer weiß. So, was weißt du noch Cooles? Professor Wayne schien irgendwie nervöser sein, hehe. Naja, also mich hat sie noch gegrinst, aber... Ja, Mann. So. Ach, die Musik, hey. Macht eure Hausaufgaben, Das ist ja wohl die reinste Einladung, spielen zu gehen. Ach, was war es? Ach Leute, ich merke jetzt schon, das Spiel wird der Hammer werden. So. Colette? Ich spreche die eigentlich aus. Colette? Colette klingt mir jetzt ein bisschen zu sehr nach, naja, Schwanzkotelette, versteht schon. Ne, Colette. Weiß nicht so genau. Das Licht war wunderschön. Vielleicht könnte jemand das ja sagen, Leute. So, komm jetzt raus. Leute, du willst so hin, du willst doch nicht davon machen. Wayne, jetzt sauer, Mann, bleib gefälligst hier. Ich bin echt neugierig, was mit Colette geschieht, wenn sie das Orakel empfängt. Sie erzählen uns immer von der Außerwelt und dem Tag der Prophezeiung, aber niemand sagt ihnen, was wirklich passiert. Ja, meine Schwester hat gesagt, wir sollen hier bleiben und Hausaufgaben machen. Was ist eine Schwester? Das ist ein Forschungstrip. Das ist noch eine faule Ausrede, Mann. Na und? Eine Ausrede ist doch eine Entschuldigung. Sei doch nicht so brav. Du kommst doch mit, oder? Schließlich bist du mein bester Freund. Tja, wer so viele Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Hey, Colette, willst du auch mitkommen? Hey, okay. Wohin gehen wir? Na, wohin schon? Das Licht, das betrifft dich doch direkt. Bist du nicht neugierig? Bist du denn neugierig? Na klar doch. Okay, dann bin ich auch neugierig. Alles klar. Siehst du... Was sagt er da? Siehst du, Zwangregel 4, lass dich nicht auf anderes. Ja, steh auf eigenen Füßen. Ey, Leute, ist aber gemein, ey. Also los, gehen wir zum Tempel. Menno. Die machen ja alles, was sie wollen. Nicht nur die Zwergenregeln. Die führst du immer an, wenn dir kein Ausreden einfallen. Oh Mann, Colette und Genie sind sich angeschlossen. Das drücke Select in diesem linken Rand des Bildschirms angeblendet wird, um ein Gespräch anzuzeigen. Skizz, was? Soll ein Skizz sein? Skizzen enthalten Hinweise über den nächsten Zielort sowie divers unterhaltsam Gespräch zwischen den Charakteren. Skizz, okay. Select geht nix. Start auch nix. Ah, auf 3 geht was. Lloyd, Colette und Genies. Oder Genies? Wie sprechen den aus? Menno. Ich will nicht falsch machen, aber es ist halt... für ein Blindspiel ein bisschen schwierig. So, wir haben KP, wir haben TP. Das ist ein bisschen verwirrend, wegen noch einem aktuellen anderen Let's Play da, Dragon Ball Z Battle of Z, weil dort sind ja TP, sind ja eigentlich KP. Ja, sprich, dort sind TP halt Trefferpunkte und hier sind es Technikpunkte. Könnte sein, wa? Ja, es wird ähnlich wie bei Tales of Xillia. Was machst du jetzt hier? Anzeige Charakter wechseln. Austauschen durch wen? Nö. Tausch, andere Charakter wechseln. Okay, auf X passiert gar nichts, haben auch mal sehr gut. Geh mal auf Tech, was steht denn da? Demon Fang, Spezialattacke, eigentlich mit einer mächtigen Schockwelle, kombinierbar. Wave Thrust, okay, das Auto, Semi-Auto, ach du Scheibenkleister, ja, also... Ich glaube ja schon, dass das Spiel sehr cool wird. Ultra-Attacke? Items. Wisst ihr was, Leute, ich kann natürlich noch alles durchgehen und so, aber nee, ich will lieber mal zum Turm gehen und gucken, was da los ist. Da sonst nichts mehr war. Was ist das eigentlich für ein riesen Loch hier? Kommt irgendwie durch? Wo kommt dieses Loch her? Hast du schon vergessen, Leute? Das ist passiert als Colette. Das war mein letzten Frühjahrsputz. Ich hab aufgewischt und dann bin ich aus Versehen... Wie, durch die Wand oder was? Ja, du bist so ein Tollpatsch, Colette. Facepalm. Das gibt's ja nicht, ey. Ja, toll, was kann ich mit dem machen? Den Titel verliehen ist ja auch nicht schlecht. Wie kochen? Kann kochen? Ein
Ein Sandwich. Naja, wieso nicht, wa? Keine Sorge. Was ist jetzt los? Okay, Leute, das ging gerade ein bisschen zu schnell. Entschuldigung dafür. Ich dachte, das wäre wie bei Tales of Xillia, dass sie selber quatschen. Aber der Professor Wayne nicht. Was, wenn ich sie da... wenn ich sie da treffen? Sie werden nicht köpfen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir Moment mal los, ey. Die Zeit haben wir sowieso nicht mehr, weil ja bald schon der Paddel mal vorbei ist. Was ist denn los? Es ist unheimlich still. Wo sind die bloß alle? Colette! Ihr Vater vielleicht? Vater! Ha, Volltreffer. Hey, Frank! Der Göttin sei Dank, du bist in Sicherheit. Frank, wo sind die ganzen Leute aus dem Dorf hin? Sie haben sie versteckt. Die Decians sind vor kurzem in das Dorf eingefallen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sie sind auf dem Weg zum Tempel durchs Dorf marschiert. Warum? Sie hat doch ein Nicht-Angriffspaket mit den Decians. Du meinst das Abkommen, dass sie unser Dorf nicht überfallen? Solange wir die Menschen vor allem in Ruhe lassen. Ja, Großmutter sagt, es sei zu meinem Schutz. Wo ist Großmutter? Phaedra ist im Tempel, um das Ritual vorzubereiten. Phaedra ist im Tempel? Aber wir wollten dort die Decians... Die Priester sind bei ihr, mach doch keine Sorgen. Also, Colette... Ich weiß schon, ich verspreche meine Pflicht, das Auswähle zu erfüllen. Viel Glück, Colette. Leute, genieß. Jetzt wir sollen nach Hause gehen. Ich möchte Colette nicht allein gehen lassen. Ich bleibe jetzt im Tempel. Ich auch. Aber, na schön, danke. Ich war zu Hause. Komm sofort zurück, wenn das passiert. Und die Musik ist wieder schöner. Dorf des Orakels, Iselia, ein wunderschönes Dorf. Und Alter, wie farbenfroh, ey. Also selten so viel Farbe auf einen Haufen gesehen. Vor allem so farbintensiv. Er ist abgeschlossen, naja. Wen wunders, das ist Schule, wir können nicht rein. Ist das ein Save Point? Ja, was auch sonst. Wow. Ja, es ist das gleiche Klicken, also gleiche Save Point Geräusche bei Tales of Xillia. Ich weiß, es sollte nicht so viele Zusammenhänge zwischen anderen Tales of Spielen suchen. Aber ich hoffe trotz allem, dass wir hier auch auf Maxwell treffen, eine andere Form von Maxwell und vor allem natürlich auch auf die 4 großen Geister. Könnte ja sein. Die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Auch in eine Karte oder so? Nö. Momentan nicht. Wow. So gut ein bisschen, wenn ich so ein bisschen schräg anpeilen und so. Okay. Es ist ein schönes Dorf. Der Weg zum Tempel führt doch durch das nördliche Tor, oder? Ach so, das hat das südliche, was? Das gäbe Sinn. Ja. Mal gucken. Ach, ein Schmetterling. Ist abgeschlossen. Wen wundert's? Wo eigentlich ist man? Hier wollte ja weniger. Einkaufen. Willkommen im Glogenschein. Okay, Item wählen, kaufen, verkaufen. Ein Apfelgel, Orangengel. Okay, Namen sind zwar anders, aber man sieht auch hier schon wieder gewisse Ähnlichkeiten. Gewisse Ähnlichkeiten zu Tales of Xillia. Ich frage mich jetzt gerade, ist das Holzklinge besser als unsere oder eher weniger? Doppelklinge. Anstatt ein E, wofür steht denn jetzt E? Dass es einsetzen kann oder das B ist meine aktuelle Waffe? Weichleder, Stiefel. Galt, alles kostet Geld. Wir haben nur ein Problem, Leute, wir haben noch gar kein Geld. Vielen Dank, Mann. Ja, wofür? Ist nichts einkaufen oder was? Ja, simpel hier, wie es aussieht, mit seiner Frau oder seinem Kind oder wie auch immer. Oder wer auch immer hier noch wohnt. Oh Mann, ey, die Musik, hey. Ach, so friedlich, so wunderschön. La. Oh Mann, hey, ich frage mich schon, was ist das wohl für ein Abenteuer, was uns hier erwarten wird? Bei Tales of Symphonia Chronicles, der ersten Staffel sozusagen. Wo wir dann da Dawn of the New World angehen und wie ich gesehen habe vor dem Staffel, das habt ihr jetzt da nicht gesehen, weil das vor dem Intro war. Aber man kann hier sogar noch auswählen, ob man zuerst, wollte man sagen, ob man zuerst das originale Tales of Symphonia spielen will oder aber den Nachfolger Dawn of the New World.
Aber so in diesen Büchern mal welche gibt, in denen etwas über die Erinnerung in der Welt steht? Wie wär's mit dem? Die Lehren von Martel. Zeig mal. Kapitel 1. Die Gründung der Kirche von Martel. Oh. Ja, ich kenne das schon, genau, aber oftmals auch schon mal Pokémon spielen und so. Nee, Leute, das geht man so lange, hör auf zu quatschen. So zum ersten Mal. Ist das ein Ernst, Leute? Das haben wir doch morgen des Tages über Verzeihung gelernt. Na gut, dann hör ich zum zweiten Mal. Ja, meine arme Schwester. Ja, Mann, ich bin nicht so der Bücherwurm. Nein, das ist nicht wahr. Naja, also ich war ja schon früh in der Schule eigentlich, muss ganz ehrlich zugeben, ich war ein Faulpelz. Ich meine, wenn ich mal gelernt habe, okay, hatte ich auch gute Noten, ich war meistens einfach zu faul, um was zu lernen. Wow, ein Monster! Ich dachte, Norden, wo der Tempel liegt, ist Heiligtum und Schutzgebiet. Was gibt's da? Das muss mit einer Martelprüfung zu tun haben. Zur Prüfung gehört auch der Kampf gegen Monster. Wir haben keine Zeit zum Reden, schnappen wir uns das Ding. Watcher. Gold Watcher. Von Totenschädel. Toll, wie geht das? Ich habe das ganze Ding gar nicht. Oh, X draufhauen, gut. Stilvoller Abgang, mit X draufgehauen. Naja, geht auch so. Was kochen? Erfahrungspunkte, Max, Galt, 12 Stück, Zeit. Ach, cool. Gerade. Was heißt denn gerade? Plus 3.04, keine Ahnung. Alter! Gut, ich hab 2 Holzschwerter, ist ja cool, was hat ein Colette da? Was soll denn das sein? Sieht fast so aus wie so eine, wie heißt nicht schon, Reifen zum drin rumwedeln, für die Hüfte und so. Hüftreifen. Und der andere hat irgendwie einen riesen, was weiß ich, Jojo? Nee. Was soll das sein? Spielzeughammer? Keine Ahnung. Kochen, Erfolg gehabt, zubereitet, Sandwich. Okay. Das war ein Klacks. Leute, du bist umwerfend. Ja, danke, Schätzchen. Was, diesem Schätzchen? Achso, ich dachte gerade meint sie. Ah, stimmt, der Exasphäre. Ja, er ist für den Kampf gedacht und verstärkt meine Kräfte. Und diese Teile könnt ihr mich gleich abmelden. Du bist trotzdem stark, Leute. Richtig beneide. Ja, immerhin sind seine Schwerttechniken gut. Was heißt hier immerhin? Da kommt bereits der nächste, Leute. Das sind noch mehr, lose 2. Warte, Leute. Professor Wayne hat gesagt, bei nicht physischen und spirituellen Monstern sei Magie wirkungsvoller als physische Angriffe. Echt? Ja, Mann. Okay, dann löse ich den Geist. Ich nehme mir den Zombie vor. Okay, 1, alles klar. Bei drückt R1 benutze D oder D nach links oder rechts, um das Ziel frei zu wählen. Okay, los geht's. Watcher. Yeah, we can do it. Den schnappe ich mir. Kann mich eigentlich frei bewegen hier. Okay, jetzt kann ich mich verteidigen. Schon mal sehr gut. Kritischer Schaden. Der ist weg. Kommt schon, Leute, setzt Magie ein. Kann nichts machen. Wow, nur ausweichen. Was ist denn das, ey? Mann, das war ja echt geil. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem habe ich wieder mal Erfolg gehabt zubereitet. Ein Sandwich und mal ein bisschen Schaden genommen. Naja. Man muss sich sein Ziel gut aussuchen. Wir haben mehrere besonders gefährliche Monster bekämpft. Genau. Das ist besonders wichtig, wenn man einem bedrängten Freund beisteht. Wir müssen vorsichtig sein, Alter. Kommt, auf zum Tempel. Ja, Mann, okay. Ja, Freunde, das werden wir auch tun, aber das machen wir... Okay, in der Schule sind sie bereits wieder dran. Was machen die dort? Lernen? Hausaufgaben? Nee, rumtrödeln. Faules Pack, ey. Egal, Freunde, wollen wir sagen, das war's für heute hier. Der erste Part von Tales of Symphonia Chronicles. Die Tales of-Reihe geht weiter, obwohl eher das Remake geht. Das Remake ja schon. Ja, die Edition geht wieder von vorne los und so weiter und so fort. Einfach ein geniales Spiel und ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung. Würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und so, ganz klar. Und würde daher sagen, bis zum nächsten Part bei Tales of Symphonia Chronicles. Das Abenteuer geht weiter. Ciao zusammen!